Racheplan. Es ist ein langer, beschwerlicher Heimweg geworden. 3 Tage und 3 Nächte hat die kleine Hex gebraucht. Mit wunden Füßen und durchgelaufenen Schuhsohlen ist sie am Morgen vom 4. Tag heimgekommen. Dass du jetzt endlich zurück bist. Der Abraxas ist auf dem Chemie oben gehockt vom Hexenhaus und hat schon die ganze Zeit besorgt herumgeschaut. Und als er die kleine Hexe gesehen hat, ist ihm eigentlich ein Stein vom Herz gefallen. Er hat die Flügel gespreizt und ist ihr entgegengeflattert. Du machst mir ja schöne Geschichten. Tagelang treibst du in der Welt rum und ich sitze hier daheim und habe keine Ahnung, wo du bist. Er ist von einem Bein aufs andere gehüpft. Und wie du aussiehst, von oben bis unten dreckig und staubig. Und warum humpelst du übrigens? Bist du zu Fuß gekommen? Ich habe gemeint, du hättest den Besen dabei. «Hani auch», hat die kleine Hexe geseufzt. Was, Hani? Was heisst das? «Dass er futsch ist.» Der Besen? Futsch? «Ja, futsch, kaputt.» Jetzt ist ihm abends Licht aufgegangen. Er hat den Kopf ein bisschen schief gelegt und gesagt: «Aha, sie haben dich also verwünscht. Das habe ich ja schon gedacht, ich habe das ja gesagt. Es hat mich sehr gewundert, wenn das nicht passiert wäre. Aber du hast es ja nicht anders verdient.» Der kleinen Hexe war das eigentlich im Moment egal. Schlafen, hat sie gedacht. Nur noch schlafen. Sie ist in die Kammer gekumpelt und hat sich aufs Bett fallen. «Hey, willst du nicht wenigstens deine staubigen Kleider abziehen?» Aber die kleine Hexe hat schon geschnarchelt. Wie ein Murmeli hat sie geschlafen, bis weit in den anderen Morgen hinein. Und als sie verwacht ist sie aufgehockt und hat gesehen, dass der Abraxas auf ihrem Bettpfosten ist. «Ausgeschlafen?» «Ja, so ziemlich», hat die kleine Hexe gegähnt. Da wird man ja öppen endlich mal erfahren, was los war. Nein, zuerst muss ich etwas zu essen haben. Mit leerem Magen kann ich nicht erzählen. Sie ist zum Morgenessen. Und zwar lang und viel. Und als sie dann beim besten Willen nichts mehr in ihren Bauch hineinbekommen hat, hat sie angefangen zu erzählen. Boah, da hast du ja am Schluss noch Glück gehabt mit all deinem Leichtsinn. Jetzt vergiss aber nicht, dass bis nächstes Jahr eine gute Hexe musst werden. Ja, hier wird mir Mühe geben. Von jetzt an will ich nicht 6, sondern 7 Stunden am Tag üben. Und außerdem werde ich noch etwas anderes machen. Etwas genauso Wichtiges. Was denn? Die kleine Hexe hat ein bisschen das Gesicht verzogen und hat ein bisschen böse reingeschaut, so böse wie sie konnte. Und dann hat sie erklärt: Ich werde mich rächen. An wen? An dieser blöden Hexe Rumpumpel. Das Biest ist doch schuld an dieser ganzen Geschichte. Die hat mich vor allen anderen Hexen verraten. Ihr verdanke ich, dass ich heimlaufen musste und wunde Füße habe und die Schuhsohlen kaputt sind. Wer hätte die anderen gegen mich aufgehetzt, ausser sie? Und wer hat das allererste Mal gefordert, dass die Oberhexe mich bestrafen soll? Nicht einmal das mit dem Besen hat ihr genügt. Sie hat immer noch weiter gejammert und weiter gezetert. Ja, gewiss. Das ist eine Gemeinheit von ihr. Aber Rache, wie willst du denn das machen? Ich tue ihr einen Säulerüssel anhexen. Und Eselsohren und Kälberfüsse. Und unten am Kinn ein Geissenbart. Und als Anhängsel ein Kuhschwanz. Kuhschwanz? Geissenbart? Ha, das würde doch die alte Rumpumpel nicht ärgern. Sie ist ja selber eine Hexe. Und sie könnte sich das ja gerade wieder weghexen, das Zeug.
Mensch! Die kleine Hexe hat eingesehen, dass Eselsohr und Kälberfüße in diesem Fall auch nicht so eine gute Idee wären. Und hat gesagt, lass mal, mir fällt da schon noch etwas Besseres ein. Irgendetwas, wo ich die Rumpumpel ärgern kann, wo sie nicht ohne weiteres fertig wird damit. Glaubst du mir das? Ja, vielleicht ist das schon möglich. Ich habe nur das Gefühl, das wirst du bereuen, wenn du die Wetterhexe Rumpumpel ärgern. Warum? Weil du der Oberhex versprochen hast, eine gute Hexe zu werden. Und gute Hexen, die dürfen nichts Böses machen, meine ich. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Ein bisschen unsicher hat die kleine Hexe den Rab angeschaut. Ist das die Ernst? Ja, sicher. Ich würde an deiner Stelle über das schon noch ein bisschen nachdenken. Führen sie Besen. Was macht eine kleine Hexe, die wundgelaufene Füße hat? Sie macht sich eine Salbe aus Kröteneier, Mäusdreck, eine Handvoll gemahlene Fledermauszähne und dann alles über dem offenen Feuer köcherle. Und dann die wunden Stellen mit dieser Salbe einreiben und ein bisschen Hexensprüche sagen. Und dann sind die Füße wieder wie neu. So, hat sie gesagt, das hätten wir. Sie war ganz erleichtert, dass die Salbe und der Hexenspruch wirklich genützt haben. Musst du jetzt nicht mehr kumpeln? Hat der Abraxas gefragt. Schau selber. Meine Füße sind wieder wie neu. Und sie ist im ganzen Häuschen herumgetanzt. Nachher hat sie die Schuhe und die Strümpfe angelegt. Hey, willst du fort? Ja, willst du mitkommen? Ich gehe ins Dorf. Oh, das ist aber weit. Denk dran, du hast keine Besen. Du musst laufen. Ja, das ist es ja eben. Ich will nicht länger laufen. Und weil ich nicht länger zu Fuß gehen will, muss ich halt jetzt ins Dorf. Hä? Willst du dich lustig machen über mich? Warum? Ich denke, wenn du nichts dagegen hast, einen neuen Besen kaufen. Oh ja, das ist etwas anderes. Da komme ich natürlich mit. Sonst könnte es dann auch sein, dass du wieder so lange fortbleibst. Der Weg ins Dorf hat quer durch den Wald geführt, über Wurzeln und Felsblöcke und abgebrochene Bäume und Brombeeren gestrüppt. Im Rab hat das nicht viel ausgemacht, weil er ist einfach auf der Schulter gehockt von der kleinen Hexe. Er hat nicht aufpassen, wo er seine Füße herstellt. Aber die kleine Hexe, die ist immer wieder gestolpert über Wurzeln. Dann ist ihr Rockzipfel wieder an einem Zweig bleiben hängen. Das ist auch ein elender Weg, hat sie gejammert. Es tröstet mich nur, dass ich bald wieder reiten kann. Endlich sind sie doch noch angekommen im Dorf. Und sie sind im Laden vom Krämer Balduin Pfefferkorn. Der Herr Pfefferkorn hat nichts weiteres gedacht, als er die kleine Hexe gesehen hat mit dem Rab. Er hat ja noch nie eine Hexe gesehen und darum hat er gedacht, das sei ein gewöhnliches altes Weibli, das hier ins Lädchen kam, vielleicht vom Nachbarsdorf. Er hat sie gegrüßt und sie hat ihn auch gegrüßt. Und dann hat der Pfefferkorn ganz freundlich gefragt, was darf es denn sein? Als erstes hat die kleine Hexe ein Pfund Kandiszucker gekauft und hat die Tüte im Rab unter einen Schnabel gehabt und hat gesagt, «Da, nimm!» «Dankeschön», hat der Abraxas gekrächzt. Der Herr Pfefferkorn hat nicht schlecht gestaunt. «Das ist aber ein gelehriger Vogel», hat er gesagt. «Und jetzt wünschen Sie noch etwas, meine Damen?» «Haben Sie Besen?» hat die kleine Hexe gefragt. «Ja, sicher, gewiss doch. Wir haben Handbesen, Küchenbesen, Reisigbesen und natürlich auch Schrubber. Oder Staubwedel, wenn Sie das auch noch brauchen.» «Nein, danke. Ein Reisigbesen muss ich haben.» «Mit Still oder ohne?»
Mit Stiel. Und der Stiel ist eigentlich das Wichtigste, aber er darf nicht zu kurz sein. Wie wäre der da? Es tut mir leid, wir haben keine Besen mit längerem Stiel. Im Augenblick sind die leider ausgegangen. Oh, ich glaube, das reicht schon, hat die kleine Hexe gesagt. Den nehme ich gerade. Darf ich den Besen ein bisschen zusammenbinden? Wenn ich ihn eben zusammenbinde, können sie ihn besser tragen. Ah, das ist nicht nötig. Das braucht es nicht. Ganz wie sie wünschen. Der Herr Pfefferkorn hat das Geld gezahlt, das ihm die kleine Hexe gegeben und hat sie noch zur Türe begleitet. Es hat mich sehr gefreut, dass ich sie bedienen durfte. Und er hat sich noch verbeugt. Und als er wieder anschaut, ist ihm fast die Luft weggeblieben. Jetzt hat er das alte Frauchen gesehen, wie es den Besenstiel zwischen die Beine nimmt, irgendetwas murmelt und hui, auf dem Besen in die Luft fliegt, mit dem Rab zusammen. Der Herr Pfefferkorn hat seinen Augen nicht getraut. Gott im Himmel, hat er gedacht. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Träume ich oder... Gute Vorsätze. Wie ein Wirbelwind ist die kleine Hexe auf dem neuen Besen umgestürmt. Mit flatternden Haaren und wehendem Kopftuch ist sie über Dächer und Giebel vom Dorf gebrauset. Der Abraxas ist auf der Schulter gehockt und hat sich so fest, wie es gegangen ist, mit den Krauen gehabt. «Aufpassen!» hat er gekrächzt. «Der Kielenturm!» Gerade noch rechtzeitig hätte die kleine Hexe mit dem Besen eine Kurve machen können, sonst wäre sie haargenau in die Turmspitze hineingeflogen. Der Schurz ist ein bisschen hängen und es hat ihn ein bisschen verrissen. Ratsch! «Flieg doch ein bisschen langsamer! Mit dem Gerase wirst du noch das Haus brechen und mir auch! Bist du ein bisschen verrückt worden, oder was ist los mit dir?» «Nein, nicht, aber der Besen, der macht, was er will. Das Biest geht durch.» Mit neuen Besen ist es nämlich genau wie mit kleinen Rössli. Man muss sie zuerst zähmen und zureiten. Wenn es dabei nur gerade einen verrissenen Schurz gibt, dann hat man eigentlich fast noch Glück gehabt. Aber die kleine Hexe war ja eine Schlaue. Sie hat den Besen, so gut es gegangen ist, aufs freie Feld rausgelenkt, weil dort hat sie nie mehr bleiben hängen oder Treif brausen. «Bock du nur», hat sie zu ihm gesagt. «Bock nur. Wenn du der Mühe gebockt hast, dann wirst du schon anständig. Hussa!» Der Besen hat auf alle Arten probiert, die kleine Hexe loszuwerden. Er hat die wildesten Kurven gemacht, hin und her und quer und auf und ab. Hat sich gehen im Sturzflug. Aber es hat nichts geholfen. Die kleine Hexe ist stehen geblieben. Die hat sich nicht abschiessen. Endlich hat es der Besen aufgegeben. Er hat nicht mögen. Und jetzt hat er aufs Wort das gemacht, was die kleine Hexe von ihm verlangt hat. Er hat gefolgt, ist bald ein bisschen schneller geflogen, dann wieder langsam, dann ist er geradeaus, dann hat er einen Bogen gemacht. Endlich, hat die kleine Hexe gesagt. Warum nicht gerade? Ist doch nicht so schwierig. Sie hat ihre Kleider wieder ein bisschen zweggezupft, das Kopftuch wieder recht angelegt. Und dann hat sie mit Besen mit der flachen Hand eins auf den Stiel geholt. Und sie sind ganz gemütlich im Wald zugeschwebt. Jetzt war der neue Besen lammfromm. Sie sind über Wipfel gesegelt, haben tief unter Felsen und Brombeerhecke, wo sie vorher durchgestürchelt sind. Und die kleine Hexe war vergnügt und hat ihre Beine baumeln. Sie hat sich gefreut, dass sie jetzt nicht mehr dort unten zu Fuss gehen muss. Sie hat den Hasen und den Reh gewunken, die raufgeschaut haben, und hat auch noch die Fuchslöcher gezählt im Vorbeigehen. «Schau mal dort, ein Jäger!» hat der Abraxas nach einer Weile gesagt und hat mit dem Schnabel so runtergezeigt. «Ja, ich sehe den schon.» Die kleine Hexe hat die Lippen gespitzt
und hat dem Jäger gerade aufs Hütli gespeuzt. Pitsch! Hey, Binsch, warum machst du das? Ich finde das lustig, das macht Spass. Der denkt sicher jetzt, es regnet. Der Rab ist aber ernst geblieben. Das gehört sich nicht. Als gute Hex dürfen wir den Leuten nicht auf den Hut speuzen. Oh, dann höre ich halt auf damit. Bitte sehr. Aber ich sag dir etwas, die Hex Rumpumpel, die wird sich bei solchen Spässli ein Füßchen lachen. Wetterhex, das geht ja die nichts an, oder? Mama, was meinst du, wie die sich wird freuen, wenn du das nächste Jahr keine gute Hex geworden bist? Willst du ihr das Vergnügen gönnen? Die kleine Hex hat schnell den Kopf geschüttelt. Ich sag dir aber, du bist auf dem besten Weg dazu. Und dann hat er nichts mehr gesagt. Und die kleine Hex auch nicht. Sie hat aber darüber nachgedacht, was der Abraxas ihr gesagt hat. Sie hat grübelt und grübelt. Aber wie sie die Sache auch angeschaut hat, es ist dabei geblieben, der Abraxas hat eigentlich recht. Und als sie daheim angekommen sind, hat sie gesagt, ja, es ist richtig, ich muss eine gute Hex werden. Nur so kann ich dieser Rumpumpeleis auswischen. Grün und gelb soll die sich ärgern das nächste Jahr. Das wird sie. Du musst aber von heute an immer nur Gutes tun. Ah, das ist kein Problem. Das mache ich.